Here's a little story. Here's a little story that must be told. It must be told. It must be told. It must be told. Sie sieht ihn im Zug und erkennt ihn von früher. Damals hat er gespielt in der Band von ihrem Bruder. Sie fragt ihn, what's up, was so geht, was er macht. Er ist immer unterwegs, spät in der Nacht. Ich zeig dir's grad, doch das bleibt unter uns. Er zeichnet an die Wand mit der Farbe seine Träume, was er gern wär in seinem eigenen Leben. Er gibt ihr eine gern und sie zeichnen zusammen. Sie treffen sich oft im Süden vom Park. Er erzählt ihr Schrott, doch er lügt nie mit Farbe. All hassen den Chris, weil er macht was er will, doch sie halten zu ihm als Partnerin. Sie ist eigentlich aus einer schrecklich netten Familie. Sie geht heim und erzählt den Eltern von ihnen. Ihre Dad aus Amerika meint, sie wird nicht weit kommen, doch das ist egal, denn für sie ist er ein Hero. Problem in Berlin, ob sie zu ihm kommt, sie packt alles ein und sie singst ihm. Dann Zeit mit ihm ist für sie alles, was zählt, aber auch nicht alles stimmt, was er erzählt. Sie fragt, was er macht, damit er über die Runde kommt. Ich mach, was ich kann, aber I'm no Superman. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich checke, sein Name überall, denn er wirbt wie ein Madman. Für den Stadt ist er ein Batman, es kommt so wie es kommen muss. Das Haus von den Adams, bunt wie ein Vorschuh. Der Vorwurf, nur wegen der meinen Peace. Hockt er in Berlin jetzt allein im Verlies. Sie holt Geld für ihn und ihn aus dem Gefängnis, er zeigt sich dankbar. Endlich, Kollegen sagen nein, aber sie zieht zu ihm. Warum? Sie hat sich so verliebt in Berlin. Er macht einen Antrag für sein sonneklares Ja. Sie freut sich so sehr auf die wunderbaren Jahre. Und zusammen kommen sie schon aus den Schulden raus. Wenn alles so schön wäre, sie wird sich da wundern. Leider ist er nicht so der Family Guy und darum hängen so Dämen vor dem Fernsehen daheim und bald schon lassen alle ihre Friends sie allein. Das sind auch keine, wie er immer sagt. Sie macht, was er gern hätte, Lieblingsspaghetti, Alltag und Arbeit, nicht mehr jung, wild und sexy, sie spürt ihre Bones 24/7, I'm getting closer to heaven in 2011. Nach Alkohol und Weed ist er ein Wild Boy und Geschichten mit den Frauen machen keine Freude. Er meinte, höre auf, wenn sie es ein, doch eigentlich interessiert das ihnen Scheiß. Sie weiss es noch nicht, doch Chappelle schon. Wenn sie zu ihm will, dann kann sie gerne. Aber sie lässt einfach weg, sie hat so gern, wenn er sie liebt. Aber auch sie sieht, wer mit der Grey's Anatomy spielt. Sie hat gemeint, sie sei für ihn nicht nur ein Stranger. Gemeint, sie sei für den Chris wie ein Angel. Sie meint, sie macht das, sie meint Freak. Doch für ihn ist sie nicht das einzige Mädchen. Er schnurrt auf sie ein und er schafft's nochmal mit einem Versprechen für ein Date am Drachenball. Du weißt doch, wie's ist, das Leben ist halt ein Fuck. Doch was nicht passt, das wird passend gemacht. Ja, es ist was ich weiss, was es heisst, wenn's mal dumm läuft. Doriela ist schon seit 13 nicht mehr Jungfrau. Sie fühlt sich dabei gar nicht super natürlich. Doch wo will sie hin? Vielleicht kommt er ja wirklich. Er lässt sie warten, er sagt, er komme schon. No. Doch sie merkt, er ist wirklich ein Monk. Oh, sie ist verloren, sie weiss, dass es dumm läuft. Dann wer will schon eine verzweifelte Hausfrau. Ich erzähl nur eine Geschichte von einer Frau und so einem Lover. Ohne Ende in Sicht, so wie How I Met Your Mother. Wie dann sieht sie ihn in den Ferien wieder. Und sie ist wieder gleich weit, wie er ist ein Serienkiller. Er ist ein Serienkiller. Sie sagt sich immer wieder, er ist ein Serienkiller, er ist ein Serienkiller.